Herzlich willkommen zurück bei Train Sim World. Wir werden heute reinmarschieren in die Erweiterung Rhein-Ruhr-Osten. Wir werden dort mal einige und dann sage ich dir, was wir heute machen. Und zwar, wenn das Spiel lädt und lädt und lädt, genau. Und zwar, wie du siehst, zuletzt gespielt, du siehst da die Baureihe 185. Und zwar, ich habe das letzte Mal oder vor kurzem nochmal was probiert, ein bisschen so nebenbei ein bisschen ja, gespielt und hin und her und tralala, du weißt ja eh, wie das ist. Tralali und tralalo. Wir werden dieses Szenario spielen. Ähm, Ich habe mittlerweile angefangen, auch das Entgleisen anzuschalten. Also das heißt, wenn wir zu schnell sind, springen wir aus die Gleise. Gell? Das habe ich mir einfach so frecherweise erlaubt. Ja. Jo, jetzt werden wir wieder mal sehen, zu was das führt. Ich zeige dir gleich, ich muss wie sagt man, ein kleines Fotochen machen von unserer kleinen Lok für Thumbnail, damit man gleich sieht, um was geht. Das wird nicht lang dauern, ungefähr 20, 25 Minuten. Ich habe ehrlich gesagt sehr viel Interesse momentan an diesem Spiel, wenn die Erweiterungen nicht so teuer wären. Na gut, lassen wir das. Bin in der letzten Zeit schon nur aufgeregt. Oder machen wir es anders, weil ich da gerade gelesen habe, 104 und 146. Wenn Sie irgendwer mit der Baureihe auskennt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Was ich kenne, das sind die österreichischen Loks, die 40, 20, 40, 60, die 11, 16, die 12, 16 und die, wie heißt sie denn? Eine der schönsten Loks, die die ÖBB je gehabt hat. 10 noch irgendwas. Ich muss halt im Internet nachschauen. Aber falls ich beim Schneiden nicht vergiss, blende da ein Foto ein. Ah. Willkommen in Wutportal Steinbeck, Ihre zugeordnete Lokomotive im vorausliegenden Betriebshof. Bitteschön, das ist sie, unser gutes Stück. Wie soll man sie denn nennen? Taurus die Zweite. Ach, ist das herrlich. Ja, wie du siehst, Joghurtbecher ist unterwegs. Was haben wir da? Baustelle, 7 Meter. Okay, wir steigen ein. Also es wird das Spiel ganz mulmig und... Okay, Baby. Wie du siehst, gehen sie nach vorn. Die Batterie 5 Sekunden lang gedrückt halten. Stellen Sie den Hauptschalter auf neutral. Richtungswender benutzt. Da und jetzt werden die Bremsen aufgeladen. Ganz wichtig, die brauchen wir ja. Warten Sie einen Augenblick, bis die Bremsen aufgeladen sind. Ja, das machen wir gerade, das tun wir gerade, das tun wir gerade. Bei meiner Probefahrt, diese Lok ist eigentlich sehr schön zum Fahren, muss ich sagen. Stromabnehmer auf Heben, das MCB aufgeschlossen. Was? Hauptschalter auf Vorwärts. Stellen Sie die Handbremse auf Lösen, das ist da hinten. Stellen Sie den Leistungsregler auf 10%, um sich in Bewegung zu setzen und mindestens 8 km/h zu erreichen. Das ist jener da. Tempo 40. Über einen Ort fahren. Wuppertal, Steinbeck, Rangierbahnhof. Das machen wir doch glatt. Kurzen Blick. Es tut sehr am Klang dieser wunderschönen Lok teilhaben. Ähm,
Ah, wir können schon weiterfahren. Siehst? Schön. BZW. Achtung. Ja, das ist so eine kurze Aufgabe für zwischendurch. Ich habe dann zwischen einmal muss ich da gestehen, ein kleines britisches ja, Szenario probiert. Ob ich das sage, weiß ich noch nicht. Achso, wir können nicht weiterfahren. Okay. Aber das ist ein bisschen kompliziert, beziehungsweise du fährst eigentlich mit Tempo 40, fährst du eine 1,7% Steigung hinauf. Und mit den zwei Loks, wo ich es probiert habe, da ist wirklich nicht viel mehr gegangen wie Tempo 30 oder so. Man bestimmt für Nostalgiker geeignet, gell? Aber mir kommt halt vor, so für YouTube ist das eher ungeeignet. Okay, in 500 Metern müssen wir dann stehen bleiben, wie es siehst. Und wir haben dann in diesem Bahnhof oder in diesem Abschnitt der Strecke ein rotes Haltesignal. Das siehst du auch rechts oben. Das Signal da unten am Boden gilt für den Gleis. Und wir werden, wie du siehst, die Lok geht eh schön hin und her. Ah, da vorne ist das rote Signal, siehst du? Wow. Und merkt da, Grutze, fix war das jetzt knapp. Leistungsregler schalten wir dabei aus. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, bis wir weiterfahren dürfen. Ich kenne das Szenario schon, wie ich schon gesagt habe. Teile davon, weil dann habe ich mir ein bisschen gespült und habe den Zug halt einfach entgleisen lassen. Beim Train Simulator siehst du, wie hat der Zug so entgleist. Da siehst eine rote Schrift aufleuchten, die dir dann verrät, dieses Szenario ist gescheitert. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Heinzelrindchen schieß oder so, keine Ahnung. Egal. Was haben wir da? Was? Notfallstromabnehmer. Rangiersteuerung gelöst. Okay. Ah, ja geil. Unser kleine Lok, Hollari und Balthasar. Stellen wir uns wieder einer da. Warte mal. Dann mal daher. Dann gehen wir auf Rangieren. Ah ja, links unten sehen wir bis wann wir fahren dürfen. Das wird jetzt aber ein bisschen dauern. Weil wie du gesehen hast, im letzten Bahnhof ist glaube ich ein Zug gestanden. Was ich weiß, lassen wir den jetzt noch vorbei. Warte mal, wir können mal aussteigen, wenn du willst. Ah ja, dauert noch. Aber irgendwie kommt mir jetzt der Zug wieder so laut vor, wenn du neben stehst. So. ...185. Okay. 140, was ist da?
Gemäß besonderer Vereinbarung. Bitte, Gorsche erst. Jetzt war's, da ist er. Naja, ist eine schöne Lok eigentlich. Ich stelle mir gerade vor, wie das für mich als Raucher wäre. Ob ich aussteigen würde und warten tät und dort so eine Rauch. Ob sie das ausgehen würde, hä? Normal schon. Na gut. Ich steig da mal ein. Schließe wieder die Tür, weil ich so ein braver Mitarbeiter bin. Und wir warten und warten und warten und warten. Ja, so viel Blödsinn kann ich ja gar nicht erzählen, was wir da warten müssen. Hm. Ja. Und vor allem, wenn du das Stoppsignal überfährst, das da, dann ist's vorbei. Da ist das Spiel gnadenlos, wirklich. Da kennt's kein Erbarmen. Wuppertal Hauptbahnhof. Dann später mit Tempo 40 weiter und dann fahren wir da, was ich mich erinnere, fahren wir da über diese Weiche gerade drüber und dann dort rüber auf die Hauptstrecke, aufs Hauptgleis. Mal schauen. Ja, und nu? Und nu, Baby. Hä? Also irgendwas passt da an der Beleuchtung nicht, oder? Da ist schon mit da. Warte mal. Jetzt schauen wir mal, wo die Gondel die Beleuchtung hat. Da haben wir noch immer Spitzensignale. Reduziert, hell. Was haben wir da? Bremse lösen, Sand, okay. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung fahrend, aus, fahrend. Na ja, gut. Kabinenlichter aus. Da kriegst du Augenkrotzen. Fahrerpultbeleuchtung. Führerstandsbeleuchtung. Naja, ein angenehmes Licht. 140 km/h nur. Also ich war der festen Überzeugung, die geht schon ihre 200. Naja. Schalt um. Mei, ich will fahren. Oder muss ich mich da herstellen? Warte mal, ich probiere mal was. Mehr wie schief kann's nicht. Ich glaube, ich war zu positiv gestimmt. Wo ist der Hauptschalter? Rückwärts. Fahrend.
Ich glaube, ich bin etwas über das Ziel hinausgeschossen. Jo. Ja, grüß Gott, Madame. Das fahren wir wieder das Stück Vieri. Den Hauptschalter damals einmal auf vorwärts. Die Bremse auf fahrend. So. Das letzte Mal, wie ich das probiert habe, habe ich aber nicht so lange gewartet. Ah, okay, da musst genau stehen bleiben, dass das schaltet. Okay, das habe ich vergessen in meinem jugendlichen Wahnsinn. Da redet er von jugendlichen Wahnsinn, weißt? Fahrgasttüren. Oh, Signalhorn. Warte mal. Komischerweise, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Ah, schau. Super. Also wenn du nicht da genau stehen bleibst. Ah, okay. Also, wenn du nicht genau stehen bleibst, triggern die zwei Züge nicht. Das ist super toll. Na gut. Gut zu wissen. Aber mein Gott, dann siehst du gleich mal, was für Feinheiten das Spiel hat. Wie gesagt, eine wunderschöne Lok. Schauen wir mal. Ja, okay, ich glaube, spätestens dann. Okay, wie du siehst, wenn ich mich recht entsinne, Ausfahrsignal und der Vierer da oben, wenn ich mich recht entsinne, hast nichts anderes als wie Tempo 40 für die für den weichen Abschnitt da. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Wenn du dich auskennst, bitte in die Kommentare zur Berichtigung. Meinen Blödsinn will ich euch auch nicht erzählen. Ja. Und ich habe aber jetzt. Ey, das ist wieder laut, Alter. Da krieg ich gerne auffallen. Ich habe aber ein Szenario gefunden, das werden wir demnächst angehen. Das wird über knapp um die 75 Minuten lang sein. Das möchte ich probieren mit euch. Dringendst. BZW, Ich möchte selber probieren, weil ich ein bisschen statistisch veranlagt bin, weißt? Ah. Ja, mein Gott, na, so schön wie du gerade gestanden bist, geht's auch schon wieder weiter. Wir beschleunigen jetzt mal die Gondel ein bisschen. Siehst, Tempo 40. Ich nehme jetzt einmal an, dass das. Glaube ich, das heißt. Aber ich glaube, die Fahrerbeleuchtung können wir ausschalten. Ja. Aus. Ja, schnell. Viel zu schnell, viel zu schnell. Und jetzt können wir. Oh,
auch einen 100er beschleunigen. Sehr schön. Machen wir mal 30% und dann sehen wir wie geil die Gondel weitergeht. Ja, wie gesagt, für mich persönlich, wir werden auch nostalgische Züge fahren, klar. Weil ich bin selber so ein bisschen ein kleiner Nostalgiker, gell. Ich glaube, wir können auf 130 beschleunigen. Wir geben ihm 20% dazu. Wir haben nämlich da entgleisen lassen. Weißt? Da hat er dann Gas gegeben und beim nächsten weichen Abschnitt ist dann gegangen, klack, und wir waren fertig mit der Marie. Ist eigentlich eine wunderschöne Lok. Also, ja, bin ich nicht unentgeistert davon. Gefällt mir wirklich. Der begrüße Kollege begrüße, sehr schön. 700 Meter, wir können aber noch ein bisschen Gas geben. Machen wir 12%. Über einen Ort fahren. Wuppertal Oberbarmen. Na bitte. Wissen wir das auch. ...115, 1,4 Kilometer müssen wir dann eh schon wieder stehen bleiben. Na, ich glaube, wir können nochmal runtergehen vom Gas. So. Wir gehen dazu mal 1 over, so. Der halt, oder die die Stelle des Anhaltens kommt dann doch schneller, wie ich geglaubt habe, in meinem Wahnsinn. So, in 400 Meter müssen wir stehen bleiben. Jetzt dürfen wir halt in Stopppunkt nicht. Schon wieder zu spät. Na, diesmal hat er in Dings genommen. In Bremszeitpunkt. Okay. Ich hoff's halt einmal. Gut, jetzt lösen wir die Bremsen wieder. Ja, wie gesagt, es ist halt ziemlich viel Leerlauf, aber im Prinzip, du tust ja, wenn du da auf der Originalstrecken draußen bist, tust du ja nicht viel anders, gell? Ich glaube, wir lassen noch einen Zug aus, warte mal. Ah, na, ist ja noch immer rot, schau. Oder? Ja, ist noch immer rot. Kommt da ein zweiter Zug einer? Der müsste eigentlich hinter uns kommen, wenn er kommt. Ich weiß es nicht. Ah, ist schon wieder frei, siehst du?
Warte, da machen wir wieder zu. Da hucken wir uns wieder her. Fahrend auf Zugbremse und hä? Hey du Kübel. Was hat's denn jetzt schon wieder Grütze? Fix noch einmal. Leistungsregler aus. Ein. Jetzt da. Okay. Steigen wir einmal ein bisschen mehr ins Gas. Hä? Da zacken wir 100 an, weißt? Ich meine, das Spiel ist auch leibend. Nein. Zackt man 120 an. Naja, ich sag eh schon nichts mehr dazu. Ja, das wird jetzt ein bisschen holprig werden. Scheiß drauf. Sobald wir Tempo 40 erreicht haben, werden wir ihm wieder ein bisschen mehr Schub geben. So. Na gut, ab 2,2 Promille oder Prozent Steigung, Tempo 40, das kommt da so vor, als fährst mit einer Dampfwalzen bergauf und das angesaufen. Kommst da nie ins Ziel. Okay. Aber was siehst du, wir müssen nicht gleich stehen bleiben. Aber ich glaube, wir werden das Szenario wieder auf 2 Teile splitten. Weil dann ist für euch nämlich auch unsäglicher. Ist das Signal schon wieder frei oder was? Ja, sicher. So, also das sind so Spiele, die kannst so nebenbei ein bisschen zocken, was das so zum Oberkommen, zum Entspannen, da ist nicht viel dahinter. Ich möchte dann aber auch in Zukunft einmal ausprobieren, diese Signale ausschalten und mich rein nur auf die rechtsoberen verlassen. Mhm. Da können wir jetzt. Achso, da kommt noch ein Haltesignal in 300 Meter. Okay. Ja, dann ist ja wurscht. Dann bleiben wir gleich auf den Tempo in
Leistungsregler lassen wir so. Und das Stoppschild dürfen wir nicht überfahren, weil dann kriegen sie wieder, wie sagt man so schön, Muffensausen. Machen wir Stückel 4 mit der Arthritis-Gondel. Also, da musst du den ausschalten und dann musst du nochmal 4 vorne stecken, dass er da reagiert, gell? Weißt du was? Wir bleiben jetzt einfach einmal so. Da funktioniert der Trigger ab und zu nicht. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus, die Zugbremse läuft. Auf A. Führerstände wechseln. Okay. Hauptschalter aus. Na. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Achso, auf die Hinterseiten. Okay. Warte mal. Da musst du wieder da aussteigen erst. Yippie! Stellen Sie den Hauptschalter auf vorwärts. Geben Sie den Weichenwärter Bescheid, dass sie jetzt angebracht werden kann. Anformation ankuppeln, 20 Wagen. Okay. Das werden wir wohl schaffen. Dürfen wir weiterfahren, oder was? Hä? Ich kapier's jetzt gerade nicht. Aber anscheinend schon. Warte mal. Ist da ein Signal? Nö, schaut aber gut aus. Schaut aber gut aus, Herst. Ich probier's einfach einmal. Mehr als wie das Szenario jetzt vorbei ist, kann es nicht passieren. Hauptschalter aus, vorwärts. Stopp! Weißt, das ist das Problem, wenn das Spiel zu spät schaltet. Egal. Ja, ist halt das Szenario einmal daneben gegangen, kann man nichts machen. Beim nächsten Mal werden wir was anderes probieren. Wir haben ja Zeit, es kann öfters mal was in die Hosen gehen, gell? Also dann, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ja, mehr kann ich noch mal sagen, bis zum nächsten Mal. Baba!